Wie viel? Viel? Das ist die dumme Schau. Ah, okay. Nee, ich bin in der Hand leider. Ja, merci, dass ihr da hier seid. Und dass ihr auf den Aufruf gelöscht habt, für auf die Pressekonferenz heute zu kommen, wo mir einen Wohnungsbaupark präsentieren für auf die solche Krisen, eine Antwort auf die solche Krisen, die im Moment heute zu Lützeburg zu spüren sind. Also aktuell gesellt sich eben bei der Wohnungskrise und noch dabei eben noch eine Immobilienkrise und eine Baukrise dabei. Die Wohnungskrise drückt sich aus mit immer mehr hohen Preisen, die immer mehr Leute es mehr schwer bis unmöglich machen, für können zu wohnen. Die Immobilienkrise drückt sich so aus, dass die Leute Wohnungen gekauft tun, für überteuerte Preise, an de Lowenpreise fallen, Zinsen an einer Kosten klammen, also für die Leute, für viele Leute, die zum falschen Moment gekauft tun, geht die Rechnung einfach auch nicht mehr ab. Das Leute, auch die Mittelschicht, kriegen wahrscheinlich nicht mehr verkauft, sitzen auf ihrem Logement und auf ihrem Prä, müssen eventuell mit einer Perte verkaufen und dann Löhne gehen, wo der Choix auch nicht immens groß ist. Das ist ein Moment für viele Leute eine bittere Realität, die mit existenziellen Ängsten verbunden ist. Und auch eine Regierung, die keine klare Solution anbietet und auch weiß, wo es hingehen soll. Und die Baukrise ist von zu vielen Akteuren, wenn es immer mehr hohe Kosten, Zinsen, Baukosten, wenn es den niedrigen Rezepte / Profiter nun Bau einfach nicht mehr bauen, weil es riskiert, nicht aufzugehen. Wir stehen zu Lützeburg mitten an diesen 3 Krisen, die zusammen einen ganz explosiven Cocktail ergeben. Auch ohne diese Verschärfung wissen wir, dass junge Leute, die recht an den Arbeitsmarkt rankommen, Studenten, alleinerziehende Eltern, Frauen aus Frauenhäusern, Leute, die sich arm schaffen, Arbeiterinnen, Flüchtlinge, Familienbrösen, ich und Pass, sich sowieso den Wohnungsmarkt nicht konnten leisten. Die fanden schon oft keine Wohnungen oder müssten Wohnungen kommen, die überbelegt und unsicher sind, bis hin zu ihrer Gesundheit oder wäre es zu kehl, carrément ihr Leben dabei aufs Spiel setzen. Neben den menschlichen Aspekten ist es auch eine Gefahr für die Ökonomie. Wenn wir keine Arbeitskräfte mehr können anziehen, weil sie nicht finden, wo sie können wohnen, da steht die Boutique. Immobilienkrise und Baukrise riskieren zum Bau von meiner Wohnungen, mehr Verschuldung von den Leuten und Chômage bis Chômage partiell und damit zu einer Perte der Kompetenz zu führen. Das zu verhindern geht nicht über Steuerkantonen und Großpromoteuren, weil langfristig bringt das mehr Margen und Plus-Value für die, die schon zu den Gewinnern von der Wohnungskrise gehören. Immobilienkrise und Baukrise sind vielmehr eine Opportunität, Gleichgewicht herzustellen zwischen dem privaten Markt und der öffentlichen Hand. Die Zeitfenster nutzen, für den grossen Retard und öffentliche Wohnungen zu Lützeburg aufzuholen, an denen sind schnell Mesuren ersetzt, die es braucht. Die öffentlichen Suchen müssen für und allem an Ziel fließen für die aktuell 1–2% Wohnungen, die dem Fonds de Logement, der SNHPM, an anderen SBL oder Gemeinden gehören, mittelfristig auf 10% und langfristig auf 25% zu erhöhen. Es gibt dafür kein
bessere Moment wie lo. Et werden verschiedene Promoteuren Bauprojekte müssen noch gehen. Promoteuren, aber auch Privatleute werden Terrain verkaufen und das sind die für mich interessante Preise. An diesen TGV-Zug, auch für diesen TGV-Zug nicht zu verpassen, braucht es einen großen Wohnungsbau. Braucht es einen großen Wohnungsbaupark. In dem Gary für verschiedene Mesuren zu präsentieren. Und dann Herr Correa aus dem Stadter Gemengerot wees jo wie net kann den TGV sinn als öffentlich Akte, wann den 2 Joer brauch fir 4 Wohnungen zu verlöhnen, weil den mengt 100 der feiertste Monde muss so am Detail zu studieren, da sein Verkehren die Zeit dran wohnt. An die Sache muss editieren. Den Wohnungsbaupark, den die mehr haut präsentieren, als am Anfang an der logischer Konsequenz von dem, was man schon immer fordern, mir war der Belo extra ist, dass der Moment, an dem wir uns rumfannen an die Krisen, die dann ganz gut beschrieben wird, und ob die nicht falsch reagieren. Wenn ihr guckt, was CSV am März 2021 präsentiert wird, guckt, was sie präsentiert am Anfang des Jahres, dann kann ihn bei einem Premier von einem Copy-Paste-Premier schwätzen, bei der Opposition kann ihn von einer Copy-Paste-Opposition schwätzen, sie schenken gut nicht eng Adaptation net 21 22 Jahren. Ich sind last Jahr nämlich präsentiert wie das Jahr mit Krise sind aber andere an sie schenken nach net Reiser geleiert zu hun als der verfehlter Logementspolitik die CEO an Don wo Regierung weiter gedriven wo die Kadoen und Investisseuren eben gemerk gin an man aber langfristig Schneistoff von der hun das wäre man ja nicht an der Situation an der man sinn. Der Wohnungsbaupark, den ich präsentiere, besteht am Anfang aus 3 Elemente. Das auf der anderen enger Seite bestehende Wohnungen zu kaufen. Es merkt den Lo schon, dass ein Gebäude Milan, Häuser Milan an der Wand bleiben, nicht so schnell fortgehen, dass sie auch zum Teil mit den Preisen hochgehen, dass das auf jeden Fall eine Observation, wenn in die Tendenzen guckt, wir wollen noch keine Analyse von einem Observatoire de l'Habitat, die brauchen immer ein bisschen Milan. Wann mat de Leiit Schwez der zum Sektor, wann mat de Leiit Schwez, die gerade Position, a wann selber so guckt, dann hast du kannst der do dass het bestehend Häuser ginn an du ginnet sowohl Häuser déi telkel gut bewohnbar sind, die auch an einem guten energetischen Niveau sind, wo ihr wirklich gesagt die Immobilienkrise Leute die investiert hun renoviert tun und so weiter und merken der tote packen das hätten sie sich nicht ganz alt Haus gemacht und darin verkaufen. Auf der anderen Seite könnte da auch den Altbau, den ist auch ganz wichtig, denn das finde ich kostenintensiv, wenn ihr den als öffentliche Hand käft, weil ihn alles muss renovieren. Aber das ist aber wichtig auch am Bereich von der Klimakrise an dem Plan National Klima. Für einen Gang beizulehen und zu so mehr Hulverhole die Häuser mehr bringen die eng von den nächsten 4 Energieklassen und da können die Leute abordabel wohnen an zweierlei Hinsicht, nämlich für Leute abordabel und Charge sind nicht so heisch. Dann gibt es auch natürlich Terrain, die müssen abkauft gehen, die können abkauft gehen. Es gibt nicht nur die Großpromoteuren, die einfache Lowerten am Platz fertig gebauten Wohnungen zu verkaufen, werden sie einfach verloren. Die können sich das leisten, die haben die Reserven, die haben so viel Suche gemacht die letzten Jahre, dass sie wirklich kein direkt oder indirekt Steuerkarte brauchen. Wir haben noch Kleinpromoteure, wo ihnen einfach schon merkt, dass sie Projekt muss verkaufen für andere können zu finanzieren oder einfach können zu halen oder hier Prie laufen zu lassen. Du muss öffentlich Hand und zwar verschiedene Akteuren, die ich schon im Detail feststellen, was sie da brauchen, was hier Spezifizität ist, müssen da brett sein, dann müssen direkt zugreifen. Ihr die Großpromoteuren am Anfang nach nie groß gehen, nach nie Großmonopole aufbauen, was Terrain angeht. Und da gibt es auch die Wolle, wo komplett Bauprojekte am Anfang schon der PHP gestimmt ist, Prozeduren bald all durch sind, aber wo es auch Promoteure gibt, die so wir packen das Total nicht, wir kriegen das Total nicht verkauft genug, für das wir die Umsetzung können finanzieren.
Du musst dann auch öffentlich schon präzise können auch so groß Projekt zu überholen, das natürlich statt no quantitätsmäßig am meisten ausmischt und dafür werden die auch nicht verpassen. Und dafür brauchen die neidisch Akteuren und die brauchen die neidisch Mittel. Das auf der einen Seite sind das Gemengen. Gemengen machen noch immer zu wenig an nur noch zu wenig Mittel zum Deal dafür. Wird mehr viel schlagen, dass da sehen, Abhänger gewisser Gräst kann in du von 20.000 Abwohner schwätzen, das kann in den Detail kann in du aber auch gucken, die Gemengen, die groß genug sind oder die sich zu Summe setzen, zu pur Gemengen für ein kritisch Mass zu kommen, an die dann zu Summen sich Mittel gehen an einem Syndikat oder einfach als Gemeng für wirklich so aktiv zu gehen. Mittel gehen aber für die Finalen auch Mittel kreieren. Das Ministerium du Logement muss als Meinung nur die Gemengen Basisstaff von un Architekt, un Gestionnaire de projet, un Assistant social lo finanzieren. Die Posten muss lo ganz Zeit no geschaffen gehen, für dass die Gemengen, die Akteuren, die do bereit sind, direkt können lassen lehen. Wir hören dat ganz viele an den Gemengen, dass sie am Anfang schon an der Zweck sehen, wat Gemengen Finanzen ugeht, gerade aktuell mit den Zinsen, mit den Baukästen, mit den Energiekästen, die auf den Budget von den Gemengen drecken. Und du musst der toten Signal sinn vun der Regierung. Gemengen fir wat Gemengen awer en Akteur sinn, den eiser Meinung no wichtig as obwohl verschiedene Leute, zum Beispiel de Gilles Hempel vun der AIS gesot huet, sie hun awer net die neidisch Kompetenzen, sie sind awer do um Terra, sie sind awer nur bei de Leiit, an da muss hin Kompetenze ginn. Sie kree mat van de Promote PHP net ufängt oder wann an Schwierigkete könnt. Sie sind awer do ganz no an sie für verschiedene Privatleute oder auch Promoteuren ein vertrauenswürdige Partner und denen sie dann giffen Rugoen. Es gibt auch verschiedene Incentives, die zusätzlich zum Personal kann gehen. Auf der einen Seite die 19.000 €, die laut dem Pakt Logement 2.0 ehemalig kriegt. Das ist ein Prim, wo ich muss evaluieren. Da können wir die vielleicht für die Zeitperiode, wo lo steht, das verdoppeln, die Prim. Man muss in der Woche an Erinnerung rufen, dass durch Gemenge Finanzen, durch all öffentliche Wohnräume, den sie auf ihrem Terra schaffen, auch langfristige Gemenge Finanzen werden besser ausgesehen. Du hast ja eben leider kleine Pourcentage, mehr möchte dann auch etwas aus, den sie dann weiter kriegen. Den anderen Akteur, den ganz wichtig ist, das sind Assoziationen. Die schweren am Moment an einer gewissen Unsicherheit. Habitatio zum Beispiel von der AIS, die haben sich do am Anfang gut lanciert gehabt, aber du könnt eine Reform vom Gesetz und du sind Unsicherheiten. Und die größten Unsicherheiten ist auch du beim Personal. Und das nicht gewusst, ob mit der Gesetzesreform, die im Moment du leid, sie Personal können finanzieren für die Projekte zu drohen. Gemenge wie der SBL kriegen 75% am Fonds, wenn sie nicht über den Plafond vom Meter-Quadrat-Preis gehen, für so Projekte umzugehen. Das heißt, es fehlt nicht finanzielle Unterstützungen für etwas zu kaufen oder etwas zu renovieren. Aber das ist ja nicht, dass bei der Note geht, kauft und dann das Haus brett, und du brauchst nicht mehr geriert zu gehen. Für allem, wenn ihr Renovationen möchtet oder Konstruktion, da brauche ich noch den nötigen Stuff. Und dafür fordern wir für die SBL und von das nämlich wie für die Gemengen, dass auch da so ein Basisstuff von Architekt, Gestionnaire de Projet an noch eine Administrativkraft soll kommen, für dass sie wirklich verstärken können und die Projekte in Ruhe gehen. Sie haben Komplementarität zu den Gemengen, dass es genug Leute gibt, die nicht so froh sind mit einer Gemeng, an die auch vielleicht echt nur Valeuren orientiert wollen, etwas verkaufen, wo der SBL vielleicht dann die richtig sind. Und der SBL nun heißt doch mehr spezifisch Projekte, wo die einen vielleicht mehr für monoparental etwas machen, die anderen spezifisch für Frauen oder eben verschiedene Populationen. Und da Kinder der SBL aktiv sind, und sie gehen noch manchmal mehr noch ihre Resourcen und noch ihre Möglichkeiten Sachen sichern. Dann, wenn wir von den großen Projekten geschwärzt haben, die in Telkelkin, die wir holen, da kommen dann die staatlichen Akteure ans Spiel, das ist dann der Fonds du Logement, das ist ein HPM, und wir fordern schon lange, dass das Service Public du Logement gegründet wird, was ganz wichtig ist für auch die Akteure dann zu unterstützen, weil
die sie auch van Delo die Staff kree van de Gemengen hun net Erfahrung verschiedene Aspekte hun Erfahrung andere net dafür ist wichtig dass het auch ein Servicepublik du Logement geht den sie unterstützt an den auch an anderen op anderen Aspekte interveniert an einfach Kapazität beibaut die Messe seine Spermen und von du Logement moment fehlen am Anfang von de Logement den das bei allein mat Wunden op der Wol mat der schmelzt die können die ma pur Kleinigkeiten nach nie du Medien ochnet Staff fir am Fangelo an der doter Krise aktiv zu gehen an den Henry Cox den Logementsminister huet an der Chamber ugekönnecht dat sie wollen mat Promoteure verhandeln wie wie RTL fir hun enger woch ungefähr gemeldet huet as du noch immer an denen 2-3 Main das nach neicht wirklich Reiser gin an do muss se Stufe eben noch Mëttle gin an do menggen auch dass die Minister du Logement wet kein Wuningen verwalten an von de Logement huet locher Wuningen Eidelstoen an der Euro Wuningen Eidelsto weil se scheinbar do net no kommen voilà. Dat lommel wann fir Sachen ze kaufen Sachen zu renovieren Terrain zu kaufen wann den alles der tut da muss ich auch noch können bauen das ja auch kein Neuigkeit dass das Baubetriebe obwohl sie so machen wie wann Kommande Bischer mir vergehen sind sie am Anfang darüber so gefüllt dass sie nicht dabei kommen und da sind am Anfang nicht genug Handwerker Baufirmen hört die Projekte noch umsetzen und da will man wirklich als Forderung wiederholen von einer Baufirma mit öffentlichem Kapital déi do weiteren Träger gëtt, den noch spezifisch fir die öffentlich an abordabel Wuningen de richsche Partner ass den net op Marge nugewiesen ass, den noch vielleicht aner Arbeitskonditionne kann schaffen fir Leute die net ganz hart könne schaffen 4 Stunden die vielleicht auch nach muss ausgebildet gehen wo aber de Chômage ja moment groß ist für die net qualifiziert Personen an am Bausektor do en größte Mando as für qualifizierten Personal an aber auch net genug ausgebildet respektiv net genug adaptiert Situationen do geschafft gin sos kommen die Projekte noch net weiter wann sie net gebaut gin an noch den Konstrukteuren hu am Dezember gefrot fir Chômage partiell fir fir am Anfang Chômage partiell zu evitieren hun sie die Steuerkarte fir Investisseure gefrot so weder Chômage partiell nach Steuerkarte fir öffentliche Investisseuren mit brauch eben die ganze Pakt den ich beschrieben hun an dann können die weiter öffentlich suen echter an so eng Baufirma gestart gehen, wo dann Beschäftigung finanziert wird an net schon partiell finanziert wird an wo kein Steuerkarte für die Investisseure. Finanzierung werde ich wahrscheinlich frohen ja dass alles schöner gut so kann da de Phase in die Boden gehen, dat wird viel Mitteln bedürfen. Schon am Anfang schon gesot wat Gesetz von 1970 wat ja im moment reformiert gëtt war durch Eda Lapierre genannt gëtt da sind du schon bis zu 75% kann kreien als SBL an als Gemeng an dat geht op falls das so gut van Lobemo massiv Projekt beikommen wie mehr dat Lo 4 schlugen geht dann de Budget vom Fonds spezial den agericht as für eine paar Joer geht de Budget dann du an so nee de Budget muss locher präventiv an Blut setzen muss op Fall Signal gin da muss der bedacht an Wort fir den Budget quasi zermandeieren fir das den Budget an Blut gesagt gött das immer gesot gin die Lastjoren de Budget dem 100 Millionen an Blut gesagt an das immer am Joer dekaliert gin Leiit der truden dat so Projekt wie Schmelz oder Wunden op der Wolz net so schnell weiterkomme wahrscheinlich ercht spezen se lo muss so wir brauchen die 100 Millionen awer lo fir dat immer do die neidech Mëtlen hunn. Min als awer och eng Reihe aner Idee gemat zur Finanzierung och spezifisch zum Fonds der Kompensation wo den Erik Waldich Gemengerot zu déi verdengeg nach weiter Detailer gin. Genau, ich gehe noch kurz dran. Gerrit gesagt,
als Wohnungsbaupark vom Haut 4 Stellen haben wir auch Finanzierung mit ubedurcht, kann das viel werfen, dass die Initiativen, die wir auf 4 Stellen relativ cash-intensiv sind, mit so wir holen einfach die Suchen, die sowieso da sind. Im Niveau von der Gemeinde gerne hat gesagt, wird das Gesetz für Beihilfe, wo Gemeinde können kriegen, wenn sie auf den Wohnraum schaffen, gibt es Parklogement 2.0. Mal so, weil das geht, das ist schön gut, mir geht auch nicht genug genutzt im Niveau von der Gemeinde und ich sind auch selber mehr an der Gemeinde zu leben. Nationalen Niveau, der gerade du geschwärzt wird, den Fonds de Kompensation, also den berühmten Pensionsfonds, wo man als Lenkio seit über 10 Jahren regelmäßig thematisieren aus diverse Gründen. Und das ist eben im Grund von der Finanzierung, respektive Finanzierung, wo einfach nicht die Investmentstrategie nicht respektiert wird. Das ist ein Fonds de Kompensation oder eine Investmentstrategie, wo verschiedene Kategorien gehen, über Aktien, Obligationen, Sickern und so weiter und so fort. Und das eine Kategorie, die uns natürlich schaut, besonders interessiert für das Wohnungsbaupark zu finanzieren, das ist ein Immobilier National, das ist 5% von der Investmentstrategie, vom Investmentprobei vom Pensionsfonds, sollen an nationale Immobilien investiert gehen. Von den 5% sind wir auf Ende 2021 auf 1,7%. Und die Werte ist auch rückläufig seit 2010. Wenn ihr das Ganze dann zurückfasst, das sind die 1,7%, das sind 430 Millionen Euro, haben wir ein Potenzial von 5%, wir haben aber 1,3 Milliarden Euro so potenziell könnten an den Immobilienmarkt als Lützburg investiert gehen. Das ist eine Differenz von rund 900 Millionen auf Haut, von nicht an den nationalen Immobilienmarkt investiert gehen vom Pensionsfonds, wo man für nicht genug verzeihen, das einfach seit Jahren schon den Desequiliber gibt. Muss ich noch fest, beim Pensionsfonds gehen doch Margen nur innen an den Uhren, wo eigentlich automatisch Reequilibrage deklanchiert gehen, weil der Woche so nicht geschieht. Das ist wie gesagt, das auf 1,7% im Moment und eigentlich von der Wert unter 2,5% fällt, dann müsste das Komitee vom Pensionsfonds automatisch reequilibrieren und mehr Mesuren vom der Reserve vom Pensionsfonds an den Immobilienmarkt investieren und das geschieht auch seit Jahren nicht. Kann aber auch die Markt superior, das heißt von den 5 kann bis maximal 7,5% kennt und den nationalen Immobilienmarkt fließen. Aber wenn man die giffen holen, also die maximale Obergrenze, das sind wir bei 2 Milliarden Euro bekannt vom Pensionsfonds an den nationalen Immobilienmarkt investiert. Es gibt Projekt für pro Jahr, 2-3 Jahre zu Gräber machen, ein Pilotprojekt, wo endlich nur Jahren den ersten Wohnprojekt vom Pensionsfonds finanziert wird. So gesagt, so ist das hauptsächlich eben an Bürosflächen investiert und dann haben sie sich mit der SNHBM zusammengetan, an echten bezahlbare Wohnungen geschafft zu Gräber machen. Also voilà, die Suche sind da und soll also Meinung nur definitiv in die Richtung weitergehen, aber wieso nicht gucken, all die Promoteure oder Bauprojekte, wo schon vergegangen sind, die Lohnstocke geworden sind. Man wollte die so in das Pensionsfonds kauft die ab, schafft weiterhin mit den Suchen, die da sind, die dafür gedurcht sind, bezahlbaren Wohnraum. Und also auch so, dass den Rendement vom Pensionsfonds auf 21, den Rapport von 22 ist nicht dabei ist, erstaunlicherweise 11%, weil 11% ist schon ein enorm hohes Rendement. Und der Rendement minimal, wo muss erreicht sind 2,2%. Das ist auch das Argument für so, wenn man Logement investieren, da können wir nicht so viel Logement, nicht so viel Rendement ran. Ich so von 11%, wo so 21 hatten, auf 2,2%, wo so noch viel Sput dazwischen, für vielleicht das so konsequent, dass sie gleichzeitig kann man bezahlbar Wohnraum investieren, aber die Mindestrendement von 2,2% beibehalten kann. Da war auch für kurzem die ONG, wo sich auch öffentlich zu Wort gemeldet hatte, für die neue Investmentstrategie mitzuschätzen, die wird all 5 Jahre neu verhandelt. Und da wollte der responsable Minister aber die ONG nicht hören an der Chamberskommission. Die Hauptkritik war, dass den Pensionsfonds, respektive die Investmentstrategie, nicht Accord de Paris konform ist, das heißt nicht umweltfreundlich ist, nicht genug Sozialkriterien respektiert, mir du war schnurstracks Zivilgesellschaft ausgeschlossen. Sie machen am stillen Kämmerlein, schaffen sie die neue Investmentstrategie aus, mal auch nicht genug verzeihen, dass du nicht Zivilgesellschaft angebunden wird, mit guten Ideen, wo sie hin, annehmen als Hauptkritik ist, dass sie nicht in hier Investmentstrategie haben. Dann ein anderes Element zur Finanzierung wäre, dass viele die Akteuren angehen, die im Bereich Logement aktiv sind, für bezahlbare Logement zu schaffen, wie DIS, verschiedene ASBL und so weiter und so fort. Und so, dass du vielleicht auch noch Spur ist, für die zu entlasten, zum steuerlich. Du kennst
du kennt den d'Enregistrements-Tax raussetzen, Taxinskription raussetzen für all die Akteuren, die öffentlichen Wohnraum schaffen, bezahlbare Wohnraum schaffen und sich alle Akteuren, die auch keinen Gewinnsweg verfolgen. Wie ein AIS, jetzt Ziel das nicht Gewinns machen, jetzt Ziel das eben bezahlbaren öffentlichen Wohnraum zu schaffen, und so mal die Kinder ruhig noch steuerlich entlasten. Und wir hatten noch 2019 hat man eine Motion an Chambre Abbrüche, wo man genau das gefordert wird, dass all die Akteuren, die eben nicht gewinnorientiert sind, an Wohnraum schaffen, bezahlbare Wohnraum schaffen, vom Taux de TVA super réduit profitieren von 3%. Die Motion huet Uklang von durchstreuen, die gower Molenke net direkt verworfen, wat wie meistens mal Motionen geht, mir se gower verwiesen an die Zustand Chamberkommission, der Tisch Logement, an Finanzkommission méi vun du ass nicht geschit, der Tisch die Motion leit seit 2019 an egen Tierrang, an du hast leider nicht mehr geschieht an den responsablen zuständigen Chamberskommissionen, wo man auch schuld von. Das natürlich manke genie für den Staat, mir ich mein, muss einfach den nedischen Incentives geschafft werden, für das die Akteuren können so viel wie möglich Wohnungen schaffen. Dann müsste Gerhard doch schon auch gesagt, auch das 7. Gesetz endlich überschafft gehen, natürlich schon eine Reihe Joren Bockel an das wichtig, dass da du endlich auch überschafft wird, das an der Macht mit, das noch immer nicht aufgeschlossen Akteuren, die über den 7. Gesetz sich finanzieren, ihre Wohnungsbau finanzieren, worden darauf, dass das endlich aufgeschlossen wird. Voilà. Ja, das so aufgeschlossen wird, dass es nicht mehr schlecht geht wie im Moment, weil das du gehst da wir von der FEDES, die das wirklich kritisieren. Und Moment hat der Minister da proposiert, drüber zu gucken, wie man das zu gerechnet. Wir müssen dann einfach Gas geben, und sie hätten da schon für ein paar Mainkind besser null wie mit den Akteuren geschwafft. Genau. Das ist die Sache von der Steuerkarte, wir fordern die für öffentlich Träger, weil wir da wissen, langfristig bleibt das öffentliche Wohnraum, dass sie suchen, die nicht verloren gehen, wenn in bei Privatleuten, bei privaten Investisseuren Sachen wie Amortissement accéléré und so weiter verlängert, dass sie suchen, die an 10 Jahren gehen die mit Marsch geht da drin verkauft, dann ist der Wohnraum verloren. Das hilft vielleicht nur ganz kurzfristig, dass die nehmen sich Arbeit bis leisten oder dass das aber mehr investiert wird, mehr langfristig reproduzieren man von der Kosten von dieser Logementskrise, die man die letzten Jahre hat.